Hallo, in einem Video habe ich jemanden beobachtet, wie er Kanten gerundet hat. Und zwar er hat das Smooth Tool genommen und hat hier einfach die Kanten, ja, einfach gerundet, ist ja in Ordnung, kann man ja machen. Es geht aber viel schneller. Und zwar zeige ich das jetzt mal und ich zeige das an diesen Testobjekten hier. Und man benötigt dieses Smooth Tool, das ist richtig. Bloß man muss die Einstellungen verändern. Und zwar man wählt in diesen Stroke Type Grab Dynamic Radius. Und das war's schon. Und zwar kann man nun über diesen Regler, über diese Intensität, der ist ja hochdrehbar bis ins Unendliche, kann man den Radius einstellen. Und ich wähle jetzt mal, ich wähle den großen Würfel und fahre einfach vom Würfel raus weg. Und man sieht, alle Kanten sind gerundet. Ich mache das nochmal zurück. Und je höher, dass ich die Intensität stelle, desto runder werden diese Kanten. Okay, um Teile von diesen Kanten zu schützen, kann man hier mit dieser Maske, ich nehme jetzt die Cell Mask und maskiere hier im Bereich und gehe wieder auf dieses Smooth Tool und runde diese Kanten vom unmaskierten Bereich. Okay, ich blende wieder alle Teile ein. Man kann auch diese Objekte verbinden mit Simple Merge, wenn man solche Objekte hat. Jetzt sind es getrennte Objekte, die aber kombiniert sind. Und jetzt, wenn man hier entlang fährt, dann werden alle Objekte gerundet. Und in diesen Einstellungen kann man auch noch diese Connected Topology, ich mache jetzt diesen Haken rein, anwählen. Und jetzt wählt man diesen Radius ziemlich klein aus. Und jetzt kann man die einzelnen Objekte einzeln runden mit der Intensität, wie man möchte. Und es kommt manchmal darauf an, wie das Objekt im Raum ist, damit nur das einzelne Objekt gerundet wird. Ja. Und man kann jetzt wieder hier diese Rundungen einstellen, wie man möchte. Und Objekt für Objekt runden. Ich löse das Objekt mal wieder auf. Es funktioniert natürlich auch, wenn man die ganze Sache Voxel merged. Jetzt ist praktisch ein komplettes Teil mit scharfen Ecken. Und man kann jetzt hier das ganze Objekt auf einmal runden. Ich drehe die Intensität wieder runter. Und man sieht jetzt hier, mit einem Pinselstrich sind alle Kanten gerundet. Etwas mehr Intensität. Ja. Man kann diesen Pinsel hier klonen und abspeichern. Ich habe mir den abgespeichert als Round All Brush. Ja, und dann hat man die Einstellung gleich immer da. Okay, ansonsten einfach hier auf Reset drücken und dann ist der Smooth Brush wieder der alte. Das war's. Viel Spaß beim Sculpten. Tschüss.